Als nächsten Redner hat mein Rahmen Herr Krach-Deiser. Madame Präsident, Damen und Herren, Herr Minister, dat mir hier am Haus die letzte Debatte über die Baupolitik von unserem Land gefeiert haben, hat sich als internationales Umfeld nach einmal außergewöhnlich stark verändert. Die wohl dramatische Entwicklung ist die, dass wir durch die kombinierte Euro-Krise und Schuldenkrise in Europa auf den Punkt gekommen sind, wo das Lützeburger Land, wie auch die anderen Members an der Eurozone, auf eine ganz sehr, eine ganz radikale Manier Souveränitätsrechte verloren haben. Über den Weg von europäischen Reglementen, die ja mal nicht mussten hier in der Chambre gestimmt gehen, besonders auch am Kader vom sogenannten Sixpack vom europäischen Semester, wie auch bei anderen europäischen Rechtsakten oder Prozeduren, haben wir als Land und auch als Parlament nicht so gut steckt, Männer in Europa zu suchen. Diese Entwicklung ist mehr wie auf engem Punkt remarkabel. Sie ist geschieht ohne Referendum, ob schon die budgetäre Souveränität von dieser Chambre, also vielleicht die wichtigste von ihren Kernkompetenzen, eingeschränkt gouf. Also es geschieht aufgrund von einer extrem extensiver Interpretation von den Dispositionen an den Treaty, obwohl an anderen Domänen, wie zum Beispiel beim Respekt von den Stabilitätskriterien von Maastricht, der Respekt von den Treaty immer nicht ganz klein geschrieben gouf. Ich will hier just daran erinnern, dass doch der Lützeburger Premierminister, wo es darum gegangen ist, für die Stabilitätskriterien Maastricht Treaty anzuhalten, immer nicht dazu beigetragen hat, dass Ausnahmen gemacht wurden und Ausnahmen sind Vertragsverletzungen. Auch die Entwicklungen bei der Europäischen Zentralbank sind fundamental vorzustellen, wenn es darum geht, wie die ursprünglichen Intentionen von den europäischen Treaty zu respektieren. Wir sehen, dass die Zentralbank praktisch erlaubt wird, für praktisch unbeschränkt Wertpapiere von Memberstaaten abzukaufen, auch von der so präsentiert wird, legal, als wird alles im Sekundärmarché an sich legal. Aber das aber trotzdem nicht zu übersehen, dass da eine praktisch unbegrenzte Staatsverschuldung in Europa mit begleitet wird, und dass es zu inflationären Tendenzen führen, auch von monetär Gegenmaßnahmen von der Europäischen Zentralbank mit angesucht werden. Und auf jeden Fall gespannt sind, wie die da greifen. Hier sind noch bestimmt noch etliche, die sich daran erinnern, dass der Sitz von der Europäischen Zentralbank unbedingt müssen auf Frankfurt kommen, als Zeichen von der Stabilität von der europäischen Geldpolitik, an der Kontinuität von der Politik, wie die Deutsche Bundesbank sie ganz lang gemacht hat. Heute ist es so, dass der Vertreter von der Deutschen Bundesbank am Konseil von der Europäischen Zentralbank total isoliert ist, wenn es darum geht, Orthodoxie an der Geldpolitik zu vertreten. Heute hat sich vieles gemacht, also Meinung noch nicht zum Vorteil. Ich möchte das groß sorgen. Von diesen Entwicklungen gesagt, und dabei auch noch bedenkt, dass öffentliche Verschuldung zu einem Teil, sogar zu einem großen Teil, auch mit der Euro-Krise zusammenhängt, da muss man sich fragen, für was so Entwicklungen überhaupt konnte geschehen. Das Lützeburg eine Währungsunion mit einem oder mehr anderen Ländern braucht, steht überhaupt nicht zur Debatte. Ich meine, das ist Teil von unserer Geschichte. Wir sind einfach zu klein, aber wir sind auch mit unseren belgischen Opern über Jahrzehnte mit einer großen Ausnahme, die Aufwertung mal nicht konsultiert, wir sind immer ganz gut gefahren. Wir brauchen eine Währungsunion. Mit dem Zweck von einer Währungsunion, die muss sich auch für uns erfeiern. Der Zweck ist, dass wir als Ökonomie zuverlässig Échange beim Ausland kann haben, an dat a Konditionen vu Geldstabilität auf een unerkannter Zuverlässigkeit. Eng Währungsunion also an Eisen eng ökonomisch a finanztechnisch Notwendigkeit für als Land, sie ist nicht primär ein politischen Integrationsprojekt, den hat man auch nicht mit der Belg über die Währungsunion. Ähnlich das dat beim Euro. Das Währung ist nicht nur als währungstechnische Gründe geschafft gehen, mir auch vielleicht für allem wie für Einzelne für die politische Wirtschaftsunion an das Föderal Europa führen zu treiben. Das politische Priorität hat aber einen enormen Preis. Die neuerdings postuliert politisch Sperr für die Memberländer aus der Eurozone raus können zu gehen, als jeweils doch nicht mehr temporär, an die finanztechnische Unmöglichkeit für sie, für aufzuwerten und durch Kompetitivitätsnodelle auszugleichen, bringt für eine ganze Reihe von Euro-Länder viel Sozialleid mit sich. Die Aufwertung geschieht durch massive Sozialaufbau. Griechenland und noch immer mehr andere Länder kriegen das akut zu spüren. Konsequenzen sind für viele Leute dramatisch. Nicht nur ökonomisch, für die große Majorität von den Leuten an den Ländern, aber auch was die politische Stabilität an den Ländern angeht, bestehen Risiken, weil Radikalparteien immer mehr stark gehen.
Da hat wenigstens schon mit proposiert, dass Griechenland soll aus dem Euro rausgehen und dann soll wirtschaftlich unterstützt gehen, für nicht auf die Beine zu kommen. Und wir sind überzeugt, dass das doch irgendwie nicht so weit kommt. Froh, als wo die Katastrophe als Herr Minister, von der gestern geschwärzt hat, also nur, als sie all da für die Griechen zu spüren. Durch die Politik, Politik, die wir in unserer Regierung bezahlen sie ja nicht nur den Preis für Schuldenpolitik, die sie gemacht haben, und da kommen sie auch nicht da lernst, wie das zu bezahlen, aber sie müssen zusätzlich auch noch den Preis für die politische Stream von den europäischen Föderalisten bezahlen. Und das wäre nicht nötig. Wie gesagt, als auch unser Lützeburgische Schuldenproblem zu einem Teil durch den Euro mit verursacht. Immer mehr machen wir Lützeburger Schulden oder überholte Garantien, für denen verschuldete Länder direkt oder indirekt zu helfen. Am ESM sind wir Lützeburger pro Kap bei weitem die wichtigsten Garanten. Man welche Frank ohne nostalgisch zu sehen, weil das halt keine Option mehr. So Probleme hat man mit einer anderen Währungsunion nicht. Aber nicht dem Herr Juncker oder auch dem Herr Asselborn ging nur gehen, da ging Europa nach mehr wie bis zu einer Transfer und zu einer Schuldenunion gehen. Ob schon das an den Treten formell verboten ist. Der Herr Minister hat gestern über die Eurobonds und andere Instrumente geschwärzt, die gingen darauf hinführen, wie die europäische Schulden oder die Schulden von den Memberstaaten der Eurozone zu vergemeinschaften. Das ging aber für Lützeburg dazu führen, dass Zinslast, das ist ein Defizit mit groß gehen Zinslast, für unser Staatsbudget ging stark klammen. Und dass man sowieso nach mehr große Risiko gingen laufen, wie den AAA zu verlieren. Los schon aus denen Gefahr, es gehen viele Leute davon aus, dass man nächstes Jahr schon den AAA, wenn es der viel zu viel höhere Verschuldung von Lützeburg können verlieren. Aber wenn man AAA verlieren, dann ist Lützeburg als Investitionsstandort selbstverständlich noch viel mehr interessant, wie viel ausländisch potenziell interessiert Leute. Mit der Schuldenpolitik haben wir als an einen Sackgasse manövriert, an einen Minister, von der auch nach die europäischen Schulden oder Schulden in anderen europäischen Ländern will vergemeinschaften, also auch auf Eismatt aufwälzen, dann ist die Situation im Lützeburger Land auch noch viel mehr schlimm. Für uns ist auf jeden Fall klar, dass eine Verantwortungswährungspolitik ähnlich muss aussehen. Die Eurozone muss Länder wie Griechenland erlauben, ob man temporär rauszutreten. Wir müssen Griechenland können ernst helfen. Und es müssen noch andere Möglichkeiten ugedurcht geben, wie der Krise meister zu gehen, zum Beispiel durch eine temporäre Aufhörung von Parallelwährungen, zum Beispiel durch eine Devaluation vom Euro, der ist ja zum Teil ein bisschen schon am Gang, oder durch eine Änderung von der Komposition von der Eurozone nur ökonomisch mehr stabile Kriterien. Alles das muss ich können diskutieren und kann nicht hingehen, wie zu sagen, die Politik, die wir machen, die ist ohne Alternativen. Das ist also eine Politik vom Denkverbot und das auch an der Sache nicht richtig, weil selbstverständlich gibt es auch an der internationalen Ökonomie eine Reihe Alternativen. Wir müssen können offen darüber diskutieren, das kann aber nicht so lange seht als Finalität, also sich die politische Union an alles, was dem Ziel gegen widerstreben, das darf man nicht undenken. Das ist sicher kein richtiger Weg. Die sieht auch einen anderen Notdeel, über die kaum geschwärzt wird, von der Eurozone so zu einer Schulden- und Transferunion geht, wie es geht, mit verbunden mit einem Verlust von Souveränitätsrechten von den Memberländern. Und das sieht aber eine Reihe von den Staaten, die Member der Europäischen Union sind, und so prinzipiell müssten den Euro als Währung akzeptieren, und aber immer man bereit sind, für das zu machen, aus den Gründen, die wir beschrieben haben. Das heißt, auch die Länder, die könnten oder sollten beitreten, die überlegen sich das, weil immer besser, ob sie den Schritt noch machen. Den Euro, so wie er sich heute entwickelt durch die Politik, die bringt Risiken mit für sich. Die Wille wird sie integrieren, die kann dazu führen, dass die Solidität an der Union in der Größe geht, und dass die Union echter auseinanderstrebt durch die Last, die oberst gelöst wird, wie das weiter integriert gehen. Es kann nicht keine politische Integration forcieren. Die Lehren aus den Referenden, wo man den europäischen Verfassungsvertrag ein Referendum gelöscht hatten, die wisst Frankreich und in Holland, dass den Referendum negativ ausgeht, die muss zugehen. Europa kann nicht ohne Leid wollen bauen. Es muss die Leute konsultieren, und in dem Sinn, Herr Minister, verstehen wir eigentlich nicht der Position über Referenden. Die sagt, Europa oder eine Frage kann ich nicht ob Ja oder Nein reduzieren, es schalen das nicht für gut, weil auch heute dezidieren wir mit einem Ja oder einem Nein, wenn wir über ein Treaty aufstimmen. Das muss ich nicht mehr aufweihen, all die verschiedenen Aspekte, aber schlussendlich können aber dazu, dass man muss Ja oder Nein sagen, und das machen Leute auch. Es kann
Nation als souverän, so wie in der Verfassung steht, nicht unterschätzen und nicht entmündigen. Dafür bekennen wir als ADR zum Prinzip vom Referendum. Es sind noch nicht mal mehr Feiersingen, Ausfeierungen d'accord, den also bei einer ganz intelligenten Manier, aber doch deutlich zu verstehen, dass ein Referendum, wenn er nicht weiß, wie das Resultat ist, aber wenn das nicht an das politische Konzept ist, eigentlich nicht kann gemerkt werden. Nee, ein Referendum muss ich können feiern, und zwar muss ich das Resultat akzeptieren, zu dem was Leute kommen. Das ist das eigentlich demokratische Grundverständnis, zu dem man muss bekennen. Und wir müssen dafür sorgen, und das sage ich aber auch, dass man den zwei Seiten dieselbe Mittel gibt wie hier, Aufklärungsarbeit bei den Leuten zu machen, eine Klamm für ihre Positionen zu machen. Das war beim Europäischen Verfassungsvertrag heute zu Lützeburg nicht der Fall, wo man den aufgestimmt haben. Aber wenn man das bedenkt, da sind die 54% plus für den Verfassungsvertrag noch mehr schwach aus, wie das Resultat schon war. Weil es wo einfach kein Gleichheit von den Informationsmöglichkeiten und den zwei Seiten ging. Wir hätten also gerne die ganze Referendumsdiskussion, dass wir die am demokratischen Geist feiern und nicht Landleute in Europa integrieren, mit Mathe-Leute. Herr Präsident, wir können als ADR auch unterstreichen, dass wir auch, was die Finalität von der europäischen Integration angeht, immer eine Alternative proposiert tun. Auch da gibt es Alternativen. Es muss ja nicht immer das föderale Europa wollen, es kann ja noch ein anderes Europa wollen, ein Europa von den Nationen, an dem wir wirklich als Souveränität behalten oder bei einer anderen Manier mit den anderen europäischen Staaten zusammen schaffen. Wir wollen nicht, dass Lützeburg von Europa regiert wird. Wir wollen als ADR als Souveränität und als Demokratie erhalten. Wir wollen als ADR über als Werte, als Sozialpolitik und als Gesellschaftspolitik können selber dezidieren. Sicher, wir brauchen Europa für vieles, und da wollen wir auch mit anderen zusammen schaffen. Wir müssen auch mit anderen zusammen schaffen, aber als gleichberechtigten, als souveräne Staat. Wir rutschen an eine Situation ran, wo wir immer mehr zur Kolonie gehen, zu einem Delstaat, bestenfalls, den aber nicht mehr viel selber zu sagen hat. Das kann es nicht sein. Ich will euch just erinnern, für die Leute, die vielleicht schon zweifeln oder meinen, dass wir übertrieben wird, Scheiging so, und der erste Kommentar an Herrn Minister, die der hat bei Deauville, bei anderen Gelegenheiten an den letzten Jahren, wo dann Direktor an der Europäischen Union kritisiert hat, ich will euch auch so ein Glauben und Methode communautaire überzeugt auch nicht mehr an dem Sinn, weil auch die Europäische Kommission behält sich well, wie ein großes Land, DAX an der Union, wir können mit den anderen nach Matze diskutieren. An die Zeiten, wo man eine Kommission hatten, die Interessen in den kleinen Ländern vertreten hat, oder die Gardien des Traités nach fair, die Zeiten sind rüber. Wir sehen die Europäische Kommission nicht mehr. Wir hätten gerne als ADR nicht nur ein Europa von den Nationen, aber wir hätten gerne auch ein soziales Europa. Das ist eine Wolle, die immer fehlt und die nicht genug kritisiert wird. Seit Jahren, und wir wissen, wie die Kommission funktioniert, als sie ein Organ, eine Institution, wo Lobbyen sich kleinsch an die Hand gehen. Das kann ich verstehen. Das ist auch nicht immer ein Notdeel für Europa, wenn die Interessen von den großen multinationalen Unternehmen dûment respektiert gehen, damit Auflösungen losgehen, wie das Europäische Union in einer konkurrenzieller Situation mit anderen Regionen der Welt ist. Aber zu akzeptieren, dass das nicht mit einem sozialen Gegengewicht begleitet ist, das kann einfach nicht sein. Und wir insistieren immer, dass das Europa ein soziales Gesicht muss haben. Es wäre umso mehr nötig, schon mal gesehen wird, an Griechenland und auf anderen Plätzen geschieht. Es geht nicht durch die Konstant zu machen von der sozialen Not an den Ländern, aber wir brauchen auch einen institutionellen Uppack für die Sachen so umzugehen, dass wir das nicht müssen passiv miterleben. Der hat ein gesagt, ich habe mir das hier abgeschrieben, Herr Minister, an einem Interview auf Chamber TV, hat er gesagt, ohne Europa hätten wir keine Außenpolitik. Das ist ein Zitat von ihr, also welche Teile nicht da vorstellen. Ich will das aber kritisieren, weil wir brauchen eine Außenpolitik für Europa zu gestalten. Europa ist Teil von unserer Außenpolitik. Und wir brauchen einen Approach zu Europa, die als nationalen Interessen denkt. Manner Bürokratie, manner Dirigismus, mehr Flexibilität, Subsidiarität als Souveränität für die Memberstaaten. Europapolitik ist für uns kein Dogma oder Selbstzweck, mit das eine pragmatische Dimension von nationaler Interessenvertretung. Wir wollen noch als Lützeburger als finanzielle Interessen an Europa nicht dezidiert vertreten. Zum Beispiel dadurch, dass wir der Kommission für alle Mal klar machen können, und da fehlt es an Willen an unserer Regierung,
dass man die Direktiv über die Besteuerung von der Spuren, vom Spuren, Fiskalität de l'épargne, dass man das nicht ohne weiteres akzeptieren, dass da bei einer Finanzprodukte, wie zum Beispiel am Versicherungssektor, ausgedehnt wird oder Fonds ausgedehnt wird. Es muss Schluss sein. Wir können nicht von Conseil zu Conseil gehen mit dem Österreicher Veto allen Alkersam kritisieren, dass die Propositionen nicht konkret genug sind, nicht ausgefeilt genug. Wir müssen endlich eine Politik machen, wo ihr seht, mit Eis nicht mehr. Wir können noch nicht hin über den EU-Budget zu schwätzen. Verschiedene Kollegen haben das hier angeschwärzt. Wir sind als Lützeburger schon eben den größten Nettokontributeuren an der Europäischen Union. Wir sind da pur Enjeux. Eben in Enjeux, als dass wir über neue Ressourcen propre von der Kommission schwätzen, wie hier ein Budget zu organisieren. Und da sind eine Reihe Propositionen am Gespräch, die als nationalen Interesse direkt schwören. Ich will just daran erinnern, dass Herr Juncker, also Premierminister, immer an Interviewen, an letzter Zeit ein bisschen Männer, wer die versteht, aber immer betont, dass er im Prinzip auch für eine Finanztransaktionssteuer Niveau von der Eurozone wäre. Das ist der Ruin von unserem Finanzplatz. Und ich will heute Herr Juncker daran erinnern, dass das für uns auf keinen Fall vorkommen. Gott sei Dank haben wir mal Blick noch nicht bei der Kooperation renforcée, weil eine Finanztransaktionssteuer macht. Aber sie ist an der Sache sinnlos. Das will ich auch sagen, wenn ihr wollt gegen Spekulanten gehen, mit der Verbitspekulation, und da gibt es die Leute für, die da in den Computer sitzen, an Millionen Transaktionen in einer kurzer Zeit durch Maschine laufen lassen, da macht daraus ein Fait penal. Aber die braucht aber nicht zu mengen, dass eine Finanztransaktionssteuer Spekulation als solch limitiert gehen. Das ist eine Illusion. Genauso ist nicht akzeptabel, dass man über eine Tax schwätzen, über Aktivität finanziell, weil bei einer Tax über Aktivität finanziell hat das als einzige Inzidenz, dass dann Lützeburger ist mehr wie proportional europäische Budget mit beitragen. Wir hätten gerne eine Reduzierung vom EU-Budget, weil wenn heimgespult wird, Herr Minister, da muss Europa auch spuren. Und, ich weiß, dass das nicht gefällt, aber es ist doch normal, dass von daheim eine Austeritätspolitik von ihrer Regierung angefeuert wird an eine sozial ungerechte Steuerpolitik, an einer Maßnahme wie diese hier macht, dass wir dann aber auch gucken, dass im Europa politische Niveau aber auch soll gespürt gehen. Ein puraner Sujet, weil leider hat meine Partei nicht ganz viel Zeit, für ihre Positionen vorzubringen. Ich weiß, dass das nicht gehört, weil 2 Uhr steht da nicht gehört, das ist bekannt. Aber wir haben heute zum Beispiel das Jahr von den europäischen Institutionen, Herr Minister. Da wollte ich aber fragen, wie ist das möglich, dass nicht mehr für den Parquet Europäer aussetzt? Aber Blick sieht es so aus, als ging den Herr das vielleicht können kriegen. Die wisst, dass man 3-mal garantiert Quote von unseren europäischen Partner, dass der Parquet Europäer muss zu Lützeburg installiert gehen. Da können wir euch erklären, wo das mit dem Dossier drin ist. Dann bei der UNO, ja, aber ich meine, der Sicherheitsrat, dass viel ungeschwärzt gehen. Ich wollte just eben so, dass das für uns vielleicht nicht so wichtig ist, mir eine ganz andere Priorität, Prioritäten wie die do. Kollegen haben zum Beispiel in den Grängen um Klimaschutz geschwärzt. Das ist vielleicht gut, wie wurde über das Kyoto-Protokoll zu sagen. Das Kyoto-Protokoll ist etwas, was per se gut gemeint ist, aber total wirkungslos bleibt, weil die wichtigen Staaten, die bei den Kohlendioxidemissionen mitmachen, da nicht mitmachen. Die haben den nicht erschrieben, denken zum Teil gar nicht uns erschreiben. Kanada, also aus der Ansicht, dass das wirkungslose Protokoll ausgetreten. Wir brauchen, für das Klima zu schützen, kein massiv Finanztransfer an Deutschland. Wir brauchen weder, wie das in den letzten 3 Jahren geschieht, als 22 Millionen Euro an die baltischen Staaten zu verweisen, noch an andere Länder. Dem Klima ist egal, wo es geschützt wird, als im Handwerk ist aber nicht egal, an unserer Leistungsbilanz ist auch nicht egal. Die Suchen, die wir für den Klimaschutz wollen investieren, die sollen wir heim investieren. Aber wenn das Kyoto-Protokoll nicht hier geht, und geht es nicht hier, dann muss ich noch die Courage und die nötigen Decisionen zu holen. Ich verweise noch just auf die Möglichkeit, mit unseren belgischen und holländischen Freunden mehr zu machen, wie die erneuerbaren Energien an unserer Gegend zu fördern. Die Ambassade zu Abu Dhabi, Herr Minister, die gestern gelöst hat, ich meine, da sind nicht die Menschen, die sich fragt, was wir mit einer Ambassade zu Abu Dhabi machen. Wo Menschenrechte und so weiter mal ganz oft gesehen, ich meine, es ginge wahrscheinlich ein paar 100 Plätze auf der Welt geben, wo eine Ambassade von Lützeburg mehr sinnvoll wäre, für eine zu Abu Dhabi, dass man nicht am Katar mit akkreditiert, für die Leute, die meinen, das wäre vielleicht für Doha zuständig, das ist nicht.
an schon den als einzige Möglichkeit gesehen wird zum Visagieren, dass vielleicht der SAP hier Superakademie organisiert, aber es ist nicht nach kein möglicher Sinn, wie die Ambassade kann identifizieren. Erlässt wird zum Neuen Osten, wir sind d'accord mit dir, von der Sot, wenn die israelische Siedlungspolitik kritisiert, als richtig, Zwei-Staaten-Lösung richtig, Menschenrechte für die Israeli und für die Palästinenser richtig. Wir sind nicht mit dir d'accord, dass der Sudax vergisst, die Hamas zu kritisieren. Und ich meine, es wäre einfach nicht mehr richtig, auch das von der Israel kritisiert, aber auch so, für was es so schwierig ist, mit den Palästinensern zu verhandeln, auch die Union innerhalb der Palästinenser und die Probleme, die sie innerhalb sich schon am dat hat Inzidenz und der Friedensprozess so dat dabei, Herr Minister, da sind wir viel mehr nur bei Ihnen, von der mir ein ausgeglaches Bild von der Situation präsentiert. Voilà, meine Zeit ist leider aufgelaufen und ich hatte noch so viel zu sagen. Nach letztem Wort, Herr Minister, weil die Geringe hat auch abgeworfen von der Erde, aber es leider nicht verbannen. Ich hätte noch gerne Ihr Wort gesagt. Das ist nicht, weil ein Mensch wie Herr Burg aus Malta christliche Überzeugungen hat, dass er nicht soll oder darf Member an der Europäischen Kommission sein. Das ist eine Gesinnungsdiktatur, die Lenkparteien löserlos abrichten. Sie haben nicht Vorrecht allein. Aber wenn wir über Christen schwätzen, dann müsst ihr alle erinnern, die christliche Community sind die am Blick die am meisten verfolgt Gemeinschaft auf der Welt, setzt dich auf für sie, auf für andere religiöse Minoritäten, wie zum Beispiel Bahai am Iran, und ich so nicht merci. Merci dem Herr Karteiser. Als letzter Redner, Sergio Bani,